Im Geheimnis Geheimnis der der deutschen deutschen Sprache. Sprache. Guten Abend und willkommen zur neuen Folge von Geheimnissen der deutschen Sprache. Heute haben wir einen Podcastmacher, Dennis Gleis. Willkommen und vielen Dank für deine Anwesenheit. Hallo, danke für die Einladung. Freut mich, dass ich hier sein darf. Wie geht es dir? Gut, gut. Ich schmelze gerade so vor mich hin. Bin schon nur noch schon im halbflüssigen Stadium, aber ansonsten ist es sehr gut, weil ich wohne jetzt zum Glück nah am Strand und dann kann ich mich da gleich direkt abkühlen gehen. Das sorgt für Erfrischung, auf jeden Ja, Fall. und wie geht's dir? Soweit passt. Also ich bin auch nach der Erfrischung besser gelaunt, weil hier war es fast 36 Grad am heutigen Tag, aber ich konnte einen Badesee in der Nähe finden und ja, hat sich ein bisschen gebessert, die Stimmung. Was ich immer interessant finde, ist, ich sehe gerade in Stuttgart jetzt momentan, es ist ja 8:45 abends, während wir aufnehmen, und es hat 1 Grad mehr in Stuttgart. Das heißt, in Barcelona ist es kälter als in Deutschland. Das Wahnsinnig. denkt man immer so gar nicht. Ja, so ist der Klimawandel, genau. So Ja. kann man das sagen. Und jetzt würde ich mit dieser typischen Frage von dem Podcast einsteigen, und zwar, welcher Bezug hast du mit der deutschen Sprache und wie geheimnisvoll ist diese Sprache aus deiner Sicht? Also, ich bin muttersprachlich Deutsch, in Deutschland aufgewachsen und, ja, habe da dann 25 Jahre gewohnt, bis ich nach Spanien bin. Von dem her, denke ich, ein sehr inniges Verhältnis zur Sprache. Und, ja, was ich aber spannend finde, ist, sowohl Deutsch als auch andere Sprachen ist irgendwie, man entdeckt dann doch irgendwie jeden Tag neue Geheimnisse irgendwie. Gerade wenn man andere Sprachen auch lernt und dann wieder guckt, woher eigene Wörter kommen, die man jeden Tag irgendwie nutzt und sowas, finde ich, super spannend. Da du Muttersprachler bist, würde mich noch interessieren, was hat sich bei dir bewährt bei dem Lernprozess von anderen Sprachen, jetzt zum Beispiel Spanisch? Ähm, ich glaube, am Anfang was jetzt halt noch so ein Ding, also wenn ich jetzt Englisch mit Spanisch mal vergleiche, am Anfang lernt man halt irgendwo Vokabeln und man übersetzt halt Wort für Wort und hat dann irgendwie, man spricht irgendwie auch erstmal den deutschen Satz im Kopf und spricht dann Mhm. irgendwann den Satz übersetzt aus und liest ihn quasi so aus seinem Gehirn vor, wie er da übersetzt halt steht. Und wenn man dann mal irgendwie weiter ist und ich nehme an, so wie ich dich jetzt so höre, geht es dir wahrscheinlich auch schon so, dass man dann halt auch irgendwann in einem Stadium ist, wo man Wörter dann nur in der Sprache lernt und dann nicht übersetzt, sondern direkt dann schon auf der Sprache denkt und frei rausredet. Dass man genau im Kontext lernt, sei es so mit diesem Podcast oder zum Beispiel habe ich jetzt Portugiesisch angefangen zu lernen, einfach mit einer sportlichen Aktivität, was tatsächlich, also hat sich einfach gezeigt, es hilft viel, viel besser als der klassische Unterricht. Und so habe ich das von den anderen so Gästen mitbekommen. Und ja, wollte ich einfach so deine Meinung auch dazu kurz hören. Mhm, mhm. Ja, ich habe tatsächlich auch viel Spanisch gelernt mit, auch sportlich. Ich habe Fechten gemacht in Mhm. Malaga vor einer Weile. Und das hat auch viel geholfen, irgendwie reinzukommen, weil man halt dann irgendwie, ja, irgendwie habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber eigentlich ist es echt ein gutes Ding, weil man in einem live interaktiven Feld ist und trotzdem irgendwie nur zuhört und nicht direkt irgendwie gleich gezwungen ist, direkt immer zu antworten. Wie, ich finde halt, wenn man direkt irgendwie in die Gruppe kommt irgendwie und dann spricht man die Sprache nicht und dann hängt man so dran, weil man immer 3 Minuten hinterher ist mit dem Kopf irgendwie übersetzen, bis man dann antworten kann, da ist man nicht so dialogfähig. Aber so Sport ist, glaube ich, echt gut zum Sprachenlernen, ja. So verbleiben wir erstmal, aber wir sind nicht hier zum Spaß. Jetzt kommt der erste Teil, und zwar dieser Vortrag. Was für ein Thema hast du dir überlegt? Da wir über Sprachen sprechen und so, dachte ich, finde ich es ganz nice über, ja, was ich gerade so ein bisschen angesprochen habe schon, die Geheimnisse in Wörtern zu sprechen, die man entdeckt, wenn man sich mal intensiver mit einer Sprache auseinandersetzt. Zum Beispiel das Wort Möbel ist ein Wort, was wir irgendwie jeden Tag benutzen. Irgendwie, ja, ich gehe zu Ikea Möbel kaufen. Mhm. Aber wir denken nie drüber nach, was es irgendwie, woher das kommt. Klingt irgendwie schon komisch. Ist das irgendwie ein anderes Wort, wenn man Okay. mal näher drüber nachdenkt, als irgendwie Baum und Garten oder sowas. Aber Mhm. trotzdem ein Wort, was wir irgendwie jeden Tag nutzen, ne? In den heutigen Vortrag will ich mich mit dem Thema Geheimnisse der Sprachen befassen. Ich will kurz den Aufbau des Vortrags im Vorab
skizzieren. Zunächst will ich einfach über die Vielfalt des Wortschatz in einer Sprache berichten. Hinterher werde ich über die Erfahrungen, die ich auf verschiedene Sprachen mit Doppeldeutungen, beziehungsweise wie man eine Emotion vielfältiger oder vielseitiger ausdrücken kann. Und zum Schluss werde ich einfach meine persönliche Meinung, inwieweit die Geheimnisse oder die Vielfalt der Formulierungen auch für die Lerntätigkeit bzw. für das Lernen einer Sprache hilfreich sein kann. Sprache aus meiner Sicht ist die Kleidung der Gedanken. Und aus diesem Hintergrund, wenn wir jetzt zum Beispiel Deutsch passend reden möchten, muss es einfach gut sitzen oder gut angezogen sein. Und in der deutschen Sprache gibt es aus meiner Sicht einfach viele literarische Möglichkeiten, bestimmte Stimmungsbilder prägnant und kurz zu berichten. Darüber hinaus habe ich immer das Gefühl, wenn es um Gastronomie geht, wie zum Beispiel, wie ich ein Rezept vorbereite oder wie ich etwas aufstelle, dass auch die Ausdrücke oder die Redewendungen viel anders als in meiner Heimatsprache sind. Auch möchte ich erwähnen, dass die Emotionen auch von der Kultur, dass der Emotionsausdruck ebenfalls von der Kultur abhängig ist. Und aus diesem Hintergrund sind bestimmte Redensweise, wie zum Beispiel direkter oder mit Umwegen, einfach gestalten einfach die Vielseitigkeit von einer Sprache. Als Beispiel würde ich kurz über ein Thema berichten, die mir immer noch nachdenken lässt. Und zwar, wenn man einfach ein Gericht vorbereitet, man braucht fast immer dazu Knoblauch und Zwiebel. Und interessanterweise in meiner Heimatsprache, man würde sagen, okay, ich brauche eine oder zwei Zähnen von diesem Knoblauch, was auf Deutsch als Zeh bezeichnet ist. Kurz vor ein paar Wochen hatte ich tatsächlich eine sehr ausführliche Diskussion, inwieweit diese Form von diesem Knoblauch eher so nach einer Zahn und nicht nach einem Finger, nach einer Zeh aussieht. Und tatsächlich, jeder von den beiden Ansprechpartnern war so geprägt von einer Vision. Das heißt, entweder das war ein Zeh oder das war eine Zahn. Und man konnte nicht so mehr einfach so den anderen Hintergrund nachvollziehen können. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Geheimnisse der Sprache sehr verknüpft mit der Erziehung oder mit der hiesigen Kultur sind. Nur eine Annäherung, nicht nur in diesem kulinarischen Beispiel, sondern auch in anderen Lebensebenen, könnte ermöglichen, dass diese Geheimnisse eventuell umgedreht werden und nicht als Berührung, Angst oder als Befürchtung wahrgenommen werden, sondern einfach als eine Möglichkeit, sich zu bereichern. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Nice, klingt interessant. Ja, finde ich tatsächlich interessant, wie so Sachen irgendwie in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Ausdrücke haben. Ich habe noch nie drüber nachgedacht, dass es ja Zähne hier sind. Aber witzigerweise ist auch Zähne und Zehen ein sehr ähnliches Wort. Wo man jetzt auch wieder sagen kann, also im Spanischen ja nicht, ne? Aber im Deutschen schon. Und dann können wir auch wieder sagen, dass irgendwie das vielleicht auch mal Knoblauchzähne waren bei uns. Und dann hat irgendjemand gesagt, so, was, Zähne, ist ja noch 10 oder hat sich einfach verschrieben. Und dann kann man es vielleicht dann irgendwie anders. Ich glaube, es gibt ja unglaublich viele Sachen auch so, die so durch Verschreiben oder Versprechen dann irgendwie sich etabliert haben, obwohl es eigentlich nie so gedacht war. Wie, ich weiß nicht, ob du, ist schon sehr fortgeschrittenes Deutsch, glaube ich, aber der klassische Apfel in der Bibel ist ja scheinbar, denken auch manche Wissenschaftler, ein Versprecher oder eine Fehlübersetzung. Wegen dem Malum und Malum. Das eine ist schlecht und das andere ist die Frucht oder so ähnlich.
Und dann war es wohl im Originaltext so, dass es böse vom Baum genommen wurde und der andere hat dann aber den Apfel übersetzt, was halt das gleiche Wort quasi ist, nur ein L-Unterschied oder sowas. Und zack, haben wir 2000 Jahre Kulturgeschichte anlöscht wegen einem Menschen, der nicht richtig übersetzt hat. Gott sei Dank, die Apfel sind nicht verpönt, aber genau, das stimmt, das macht schon einen Unterschied. Cool. Genau, das war der erste. Okay, ja, Maskenpflicht. Jetzt der zweite Teil ist diese Diskussion und du hast dir das Thema Maskenpflicht überlegt. Würdest du kurz berichten, für welche Position du dich entschieden hast? Ja, ich bin der Meinung, dass Maskenpflicht ein sehr gutes Mittel ist, um mit relativ wenig Einschränkungen und vor allem sehr wenigen bis gar keinen wirklichen Nebenwirkungen einen großen Effekt bei der Möglichkeit, die Pandemie zu kontrollieren oder zumindest ein bisschen zu unterdrücken. Jetzt weiß ich nicht, wo ich den Satz angefangen habe, aber dass es ein gutes Mittel ist dazu und darum bin ich pro Maskenpflicht Okay, also ich habe für so alle. verstanden, dass du meintest, dass das muss in allen Bereichen, weil deiner Ansicht nach, das hat keine Nebenwirkungen. Genau. Ich habe das so aber anders erlebt, dass man unter dieser Maske, vor allem bei der aktuellen Hitzewelle, tatsächlich einen Sauerstoffmangel hat. Und das macht mir tatsächlich zu Sorgen, muss ich zugeben. Und da ist, wie gesagt, das auch zu berücksichtigen, inwieweit diese Maskenpflicht auch einige andere, zum Beispiel nicht Opfer, aber andere so Komplikationen mit sich tragen könnte. Ja, ich glaube, dass das Problem mit dem oder das Gerücht mit dem Sauerstoffmangel schon widerlegt wurde. Und vor allem bin ich der Meinung, dass Leute, die gegen die Maskenpflicht sind, früher im Leben schon scheinbar einen viel zu langen Sauerstoffmangel im Gehirn erlitten hatten, weil sonst wären sie überhaupt gar nicht erst gegen die Maskenpflicht. Ich verbinde auch diese Maskenpflicht mit einer gewissen Zwang, dass man sich nicht zeigen muss. Also wir in der westlichen Gesellschaft, wir sind daran gewohnt, einfach unser Gesicht frei zu zeigen. Das heißt, wir müssen keine Ängste, dass alle so genaue Rechte haben, sei es geschlechtstechnisch oder je nach oder soziale Sicht. Und diese Maske, aus meiner Sicht, Maskenpflicht würde einfach einen Rückgang in unseren persönlichen Gestaltung. Stell dich zum Beispiel vor, dass man diese Masken Pflicht machen würde. Was wäre für die Betroffenen, die zum Beispiel nur durch die Lippen zu lesen sich verständigen können? Die Gebärdensprache ist noch nicht, bedauerlicherweise noch nicht so verbreitet und wenn man nicht die Lippen lesen kann, er oder sie verliert die Möglichkeit, sich zu verständigen. Wärst du auch in diesem Fall dafür? Ich glaube, dass wir da dann natürlich in einen Bereich kommen, wo wir auch dann über Ausnahmen so Sachen reden können. Aber mal nochmal, um ein anderes Beispiel zu bringen, ist, wir kommen ja jetzt nicht spontan darauf, dass wir uns auf einmal verhüllen müssen und wir sind bis jetzt alle nackig rumgegangen, weil ich glaube, dass du noch nicht allzu oft ohne Unterhose auf die Straße gegangen bist und Überhose auch. Und da ist es ja ganz natürlich, sich zu verhüllen, einfach, weil es unser Anstand irgendwie so gebietet. Und dann eine Maske tragen, wenn wir irgendwie gerade mit anderen Kontakt haben, für ein paar Minuten, glaube ich, wäre kein allzu großes Problem, weil wir damit Leute einfach schützen können, ohne uns wirklich einzuschränken. Und wenn es dann für jemanden die Kommunikation einschränkt, weil er nur über Lippenlesen kommunizieren kann, ich denke, dass wir da dann zu den Fällen kommen, wo wir dann auch Ausnahmen machen können für die Pflicht. Genauso wie jetzt, wenn Leute tatsächlich nachgewiesene Atemprobleme haben und mit einer Maske aus medizinischer Sicht bewiesenermaßen nicht zurechtkommen würden. Aber genauso ist es, glaube ich, bewiesen, dass normale Menschen, die gesund sind, mit einer Maske sehr gut überleben, wenn sie damit 10 Minuten bei Aldi an der Kasse stehen. Ich stimme dir teilweise zu, dass einfach eine Schutzmaßnahme, also einfach diese Allgemeinheit geschützt werden soll. Aber ich widerspreche dem Punkt, dass die Maske tatsächlich die Lösung sein soll. Inwieweit könnten, wenn wir so einfach die Zeit zurückdrehen,
wären wir vor 6 Monaten vielleicht in einer anderen Auffassung diesbezüglich. Diese wissenschaftliche Evidenz ändert sich ständig und wir haben nur, wenn überhaupt, 9 bis 11 Monate von Vorlauf. Die Chinesen haben bereits in anderen Corona-bedingten Krisen, wie zum Beispiel vor 15 Jahren, auch Maskenpflicht etabliert. Es wäre interessant zu erfahren, inwieweit ein Rückgang von den Fallzahlen damals gab. Aus meiner Sicht könnte ich so wahrnehmen, dass sie immer Maske tragen, auch so in der Grippezeit im Winter, aber zu einer Verbesserung oder zu einem allgemeinen Schutz ist noch nicht gekommen, mein Bauchgefühl nach. Wie siehst du das? Mein Bauchgefühl hat überhaupt gar keine Meinung dazu, glaube ich. Ich denke, es ist ein Thema, das man halt nicht aus dem Bauch raus entscheiden sollte, weil ich glaube, dann kann man nur falsch entscheiden. Ich denke, dass man danach irgendwie wissenschaftlichen Maßstäben halt gehen sollte. Und du hast gesagt, ja, vor ein paar Monaten wussten wir noch gar nichts davon. Ich glaube, das ist halt tatsächlich ein großes Versäumnis von Politik und Wissenschaftskommunikation, dass am Anfang dieses total selbstsichere, wir brauchen keine Masken, verbreitet wurde, einfach nur, um sich nicht eingestehen zu müssen, dass wir zu wenig auf Vorrat haben. Ich glaube, dass das eigentlich mitunter das allergrößte Versäumnis ist, meiner Meinung nach, was die deutsche oder westeuropäische Politik in der ganzen Corona-Krise, glaube ich, falsch gemacht hat. Weil ich glaube, wir können uns ziemlich einig sein, dass wir es in Deutschland, vor allem im Verhältnis, wenn wir jetzt irgendwie über den Atlantik rüber gucken, relativ gut hingebracht haben. Aber wir haben jetzt halt irgendwie das Problem, dass Leute auf die Straße gehen, die sich gegen die Maskenpflicht wehren, während es nur in Läden Pflicht ist, die Maske aufzusetzen. Und hier, ich wohne ja in Spanien, wie ich schon erwähnt hatte, hier muss man, sobald man aus der Haustür rausgeht, die Maske aufsetzen und hier beschwert sich überhaupt gar niemand. Und ich glaube, dass diese unsichere Kommunikation, die vielleicht irgendwie bedingt ist dadurch, dass irgendwie Fakten halt einfach in der Wissenschaft nicht immer sicher sind, aber für Leute es halt sein sollten. Und ich glaube, das ist vielleicht was, wo wir irgendwie lernen sollten, dass wir nicht nach rein wissenschaftlichen Maßstäben in der Kommunikation denken können, wenn wir mit Leuten Sachen kommunizieren, sondern da halt dann doch irgendwie auch weiterdenken, dass wir irgendwie sicher sind, bevor wir irgendwelche Sachen an die Presse bringen. Mhm. Und auf jeden Fall wäre es gerecht und einfach äh, tatsächlich genau nachvollziehbar, dass gewisse Studien erstmal vorgelegt werden, dass einfach so diese Maskenpflicht mit einer Verbesserung, sei es der epidemiologischen Lage oder der Kontaktnachverfolgung mit sich bringen, weil ansonsten das könnte auch, denke ich jetzt an Familien, die zum Beispiel nicht so viele Ressourcen haben, sich diese Masken zu besorgen, einfach zu einer gewissen Ungleichheit. Weil wenn jemand zum Beispiel in einem Bereich ist, wo man nicht mal das Haus verlassen muss, also mindestens nicht 2 oder 3 Mal täglich, dann brauchen die nicht so viele Masken wie jemand, der zum Beispiel in der Logistik oder in Außendienst arbeitet, wo eventuell immer wieder Dienstreise machen muss. Und das sorgt aus meiner Sicht immer noch für Unmut, aber ich würde das begrüßen, wenn einfach so belegbare Daten sind und auch eine gewisse Konsequenz oder Einheit bestehen würden, auch sei es binnen den Bundesländern oder binnen den europäischen Ländern, damit einfach diese Maßnahmen mehr verstanden und mehr umgesetzt werden. Mhm. Ja, also ich glaube ja, wissenschaftliche Basis ist da, wie du sagst, glaube ich, das Allerwichtigste. Und dann glaube ich aber, das Ding ist, dass viele Leute den Unmut dann irgendwie haben, dass es irgendwie noch was eher, dass das Wirtschaftliche dann nur ein Vorwand ist irgendwie, weil so teuer sind die Masken nicht. Und Unterhosen müssen ja, wie gesagt, um auf das Beispiel nochmal zu kommen, müssen ja auch nicht vom Staat gestellt werden, weil sonst jeder nackig rumläuft. Und ich denke, dass man das schon einigermaßen etablieren könnte in der Bevölkerung, dass es gestellt wird. Und vor allem für Risikogruppen und wenn es beim Arbeit irgendwie mal höherem Risiko ausgesetzt ist, sollte es natürlich dann zur Dienstkleidung zählen und vom Arbeitgeber dann gestellt werden müssen in einem entsprechenden Maß, beziehungsweise vom Staat dann für die Risikogruppen. Ich finde, es könnte gefährlich so diese Aussage von dir sein, dass man diese
Kleidungsstücke mit der Maske vergleicht, man geht davon aus, dass einfach die neue Zeit, die unsere äh, Kinder, Enkel erleben werden, wird nur mit Maske möglich sein. Wenn wir für eine vorübergehende Maßnahme gehen, sollte eigentlich nicht von Maskenpflicht die Rede sein. Gut, dann ist vielleicht die Unterhose tatsächlich ein schlechtes Beispiel, aber nehmen wir doch einfach mal den Wintermantel. Den Wintermantel ziehst du Mhm. an im Winter, wenn es kalt ist und wenn du frierst, aber im Sommer hast du keinen Mantel an und auch nicht, wenn du irgendwo bist, wo es warm ist. Und ich glaube, genauso, vielleicht ist es ja eine bessere Analogie, wenn man es genauso mit der Maske hat. Du musst sie nicht tragen, wenn du alleine im Park hockst und niemand außen rum ist, und du musst sie nicht tragen, wenn gerade kein Virus im Umlauf ist. Aber wenn dann doch irgendwie wieder die Virenlast in der Bevölkerung steigt, dann wird es halt wieder Zeit, die Maske rauszuholen. Genauso wie eben der Mantel rausgeholt wird, wenn es kalt wird. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass einfach diese Viruslast nicht so hoch ist, damit einfach tatsächlich Alternativen, unabhängig davon, dass Alternativen zu dieser Maskenpflicht bezogen oder in Erwägung gezogen werden. Ich danke dir vielmals für diese spannende Diskussion. Eigentlich genau ist es immer so, dass wir immer so ein spontanes Thema und ich muss die Ansicht. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt diese Ansicht oder dass du diese Ansicht unbedingt hast. Aber das war interessant, sich um ein aktuelles Thema zu beschäftigen. Das hat auch ein bisschen aus meiner Sicht mit dieser so, wie ist das Verständnis oder wie ist diese Eigenverantwortung, sei es in deiner aktuellen Gesellschaft, sei es in meiner. Also es ist sehr interessant, wenn man so eine Reise macht, inwieweit je nach ja, Kessel, je nach Ort, wo man sich aufhält, inwieweit das Verständnis über diese gesellschaftlichen Normen anders ist. Das ja, hat mir schon zum Nachdenken gebracht, dieses Thema mit der Maskenpflicht. Mhm. Ja. Ja, war nett, mit dir drüber zu reden, und bin auch gespannt, ob wir gleich noch über deine richtige Meinung reden können. Prima, in diesem Sinne, ich habe mich sehr gefreut und bis zur nächsten Folge. Vielen Dank. Vielen Dank dir, war schön, bis dann. Weitere Folge findet ihr in redcircle.com. Geheimnisse der deutschen Sprache.